Herzlich willkommen auf Steps of War zum zweiten Spiel zwischen dem Boring und Domi. Es handelt sich um das zweite Spiel in der Best of 3 Serie in dem Clan War zwischen 40S Arrow und Skill.ch. Und wie wir gesehen haben im letzten Spiel, der Domi hat verloren und ist in dem Best of 3 Game ein Spiel zurück, muss unbedingt aufholen. Der Boring hat uns ein spannendes Spiel gezeigt mit später Void Race, beziehungsweise mit mittlerer Void Race, wo der Domi probiert hat, das Spiel umzureißen mit Battlecruiser. Auch Units, die man nicht unbedingt Alltag sieht. Und ja, jetzt sind wir gespannt, wie das zweite Spiel wird. Der Domi baut hier sein Versorgungsdepot und gleichzeitig kommt auch schon der Pilot online. Erlaubt so Boring möglicherweise Gebäude aufzubauen, sobald er die Ressourcen dafür hat. Und die Steps of War ist natürlich sehr beliebt für Terraner, weil sie relativ gut sicher die Second Expansion hat, durch die Ledges auch natürlich für Siege Tanks super sind. Und keine Ahnung wieso der Boring da sagt, er sich lebendig begraben. Die weiten Ledges da auf der anderen Seite eignet sich auch für Cheese. Darum muss er die Sonde da verfolgen, um einfach sicher zu gehen, dass da nichts Schiefes passiert. Und wir sehen den Domi, wenn immer er Zeit hat, der Boring, wenn immer er Zeit hat, wechselt er die Richtung von dieser Drohne und baut in der Zwischenzeit sein Heer auf. Und ich habe die Macht, ich habe das Production Tab, ich mache es auf. Und da sehen wir, wie das Spiel vor sich hergeht. Alles schön easy. 16er, Cybernetic Door. Das Gas ist auch bei etwa 14, 15 gekommen. 2 Pylons, so sieht die Basis zu dieser Spielzeit in etwa aus. Der Domi baut eine schnelle Expansion, wird sich dadurch hoffentlich einen Ressourcenvorteil erarbeiten können, oder erhofft sich dadurch einen Ressourcenvorteil erarbeiten zu können. Und hier kommt das zweite Gas für den Boring. Wird er ein Vorgame machen, um auf die schnelle Expansion zu reagieren. Hier kommen erste Bunker für den Domi. Mit dem OneRex FE-Builds ist das durchaus eine Variante. Mit diesen Bunkern ist es viel leichter, die erste Expansion, die erste frühe und schnelle Expansion zu verteidigen. Und hier kommt auch die Satellitenzentrale und der Domi muss schauen, dass nicht so Bleibockt wird. Baut drum sein erstes Supply-Depot. Und hier, nein, kein Vorgate als Reaktion darauf, sondern ein weiteres Mal Two-Gate-Robo, Eröffnung. Wie wir sie beispielsweise auch vom Hook kennen. Eine sehr solide Eröffnung, wo einem relativ frühen Observer gibt, wo einem natürlich die Option auf Kolossi gibt, was gegen Terraner immer gut ist, wenn man die Option offen hat, weil Triple M macht so etwas von Muss aus den Gate Units, wo relativ wichtig sind mit fast allen Strategien von Protoss. Und ein weiterer Pylon und das kommt mit Domi. Ja, Domi scheint wirklich bei Army-lastig, weil es geht 2 weitere Racks. Und die Racks hier bildet auch Marine aus. Und der Domi hat noch gar kein Gas. Noch gar kein Gas für den Domi. Und darum kann er auch noch keine Reaktoren bauen. Kann er auch noch keine Tech Labs bauen. Und was hat der Boring vergessen? Irgendetwas Wichtiges vermutlich. Er hat die Warp Gate Forschung erst jetzt angefangen. Das ist natürlich nicht so gut. Vor allem dann nicht, wenn man einen Phasengleiter Drop plant, mit dem der Phasengleiter dann quasi wie ein Regenschirm aufspannen kann und ihm so entstandenen Warpfeld Truppen anwarpen kann. Mir gefällt es allerdings sehr, wie viele Sentries das er da mitnimmt. Weil wenn die ganze Armee vom Domi da unten platziert ist, kann er einfach die Ledge zumachen und kann so viel umwüten in der Basis, wie es ihm passt. Und genau das scheint er zu planen. Hier kommt der Drop. Reagiert der Domi drauf? Nein, er ist jetzt spät. Aber jetzt kommt er mit seiner Armee und tatsächlich, es klingt
mit seinen Sentries Forcefield setzen. Und seine Armee muss da runter und probieren aus ihrem Winkel doch können auf die Truppen schiessen. Der Boring muss alle auf die Warpgate warten. Das ist auf jeden Fall ein vor dem letzten Patch entstandenes Replay, wie man da oben sieht. Und darum haben wir erst jetzt kommt Warpgate und der Regenschirm geht auf. Er hat Truppen reingeworfen, kommt nicht reingeworfen, Truppen, keine Truppen reingeworfen. Der lässt sich zurückziehen, oder? Ja, doch, er kann Truppen reinwerfen. Und da oben sind wir natürlich im Production. Ganz die 6 Tracks von Truppen reinholen. Und das Fortschritt ist nicht gut platziert. Der Tommy kann sich Truppen aufs Feld holen und so den Drop abwehren. Aber der Boring hat etwas sehr Gescheites gemacht. Er hat die allgemeinen Druckfaden ausgenutzt, um seinerseits eine Expansion hinzuknallen. Um seinerseits jetzt ein bisschen, hoffentlich gleich wieder Catch-up zu spielen im wirtschaftlichen Bereich. Und was sehen wir? Weitere Warp-Knoten im Bau für den Boring. Und der Tommy produziert weiter lustige Truppen. Hat jetzt eigentlich das Gas für Tech Labs und ähnliche Sachen. Gibt die aber jetzt erstmal für die Fabrik aus. Dann ihm fehlt noch das dritte M, Triple M. Fehlt eigentlich als zweiten M, Triple M. Weil Marauder hat er bis jetzt auch noch keinen. Aber hier kommt ein Haufen Tech-Labor rauf. Und der Boring statt ihr kann vergessen, meine Warpgate-Tech zu machen. Und ich fühle als Project-Film mit. Es gibt nichts Ärgerliches als die Tech zu vergessen. Alles andere ist... Danach ist nicht ganz so schlimm. Oh, Warpgate-Tech. Die brauchst du einfach. Die brauchst du so schnell wie möglich. Meiner Meinung nach. Und da, ja, jetzt noch 2 Leute dran. Sehr gut. Ein weiteres Mule. Und der Boring sammelt hier seine Armee langsam wieder auf. Ist natürlich zahlenmäßig klein drin, wenn man auf die Unit Steps schaut. 21 Marines gegen 5 Zealots, 1 Immortal, 3 Stalker und 4 Sentries. Ist der Knall ein Zeichen für den geplanten ersten Push vom Dummy? Wäre vielleicht kein schlechter Zeitpunkt. Er weiß natürlich nicht, was sein Gegner so hat. Wenn wir mal seine Sicht schauen, weiß er gerade mal von dieser Expansion. Und der Boring fängt an, überall auf dem letzten unten, dem Lower Level Teil hier, Pylonen aufzustellen, um überall Truppen können einzuwarpen. Da vorne, wenn er sie in einer Offensiv braucht, da hinten, wenn er angegriffen wird und die Farbe statt, dass er den Pylon verliert. Und der Tommy geht scouten mit der Fabrik. Also wirklich ein All-in Triple M, um so will. Weil, ja gut, so ein grosser Rückschlag ist es nicht, wenn die Fabrik verliert. Auch Tommy wird sie möglichst schneller versuchen, als er denkt hat. Und er steht ein Haufen Anti-Air. Schon die Hälfte von der Fabrik ist down, sie brennt. Und wieso dass die Stalker und der Immortal den nachrennen, ich weiß es nicht. Vielleicht Chuck Norris, Elon, wo kaufen springen und sich mit der Kralle festklammern kann an der Fabrik. Sie dann von innen aus nimmt und sie in eine andere Dimension Roundhouse kickt. Und was macht Tommy da? Der Boring da, kannst du mal rumschauen. Das ist da die brennende Fabrik. Explodiert sie? Ja, es explodiert. Eigentlich eben, wenn ich einen guten Sponsor habe und einen besseren Rechner, würde mir jetzt Trümmerteil runterfliegen sehen. Aber ich liebe die Duplo-Grafik hier. Und mit der kann man auch ganz gut leben und ganz gut casten. Der Observer sieht die gefürchtete Armee. Der Boring scheint aber nicht zu reagieren. Weder irgendwie High Templar Tech noch doch hier, Templar Archive ist unterwegs. Also wird der Boring probieren.
probieren mit Storm auf die Situation zu reagieren. Bin nicht sicher, ob ich voll und ganz mit dem einverstanden bin. Colossi wären eigentlich näher gelegen. Zumal er das Robo ja sowieso schon hat. Und mit der wenig Fans an und für sich auch genug Gas hat, um Robo-Bild, um Colossi-Bild zu unterstützen. Da kommen die beiden Ghosts. Ghosts sind nicht von der aber ja, den ich jetzt erst mal erwähnen. Sehr, sehr, sehr gut gegen Protoss. Die High Templar wollen noch den Feedback haben und der nicht zusammenkommen, aber sehr gut die Fortspiel. Halbieren hier die Armee von Tommy und so kann der Schöne vom Kampf machen. Kann noch recht viel Schaden machen, er möchte jetzt unbedingt neue Nachwerfer mit Truppen, aber es ist jetzt ein Bild. Er kann es nicht zurückgeben, nicht ohne Colossi, nicht ohne High Templar. Und könnte High Templar hier trinken? Nein, es ist kein High Templar hier trinken. Und es geht Operation Monstrum sozusagen. Die probieren zu machen, was können die Probes. Aber mit dem langen Nein, Probes können alle rum. Und der Boring muss die G geben. Das Triple M, die ganze Marauder, haben seine Armee einfach aufgefressen. Und Colossi ist es halt sehr schwer, Protoss zu spielen, vor allem gegen Terraner. Darum hat Blizzard die auch eingebaut. However, wiederum ein spannendes Spiel. Der Tommy hat das können umkehren. Jetzt steht es 1-1 in der Serie. Und wir sind natürlich gespannt, wie das letzte Spiel wird ausgehen und ob damit Skill.ch in dem Clan War kann in Führung gehen oder doch etwa 40S Arrow. In dem Sinn, bis bald, GG!